Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. Jetzt Kasperl. Leute, ich habe mir was überlegt. Und zwar, ich habe mir euer Feedback durchgelesen, auch die Sachen, wo es nicht um Rainer ging. Und bin sehr positiv überrascht gewesen über das ganze wirklich positive Feedback, das ich gekriegt habe. Und Leute gesagt haben, ja, gar kein Problem, wenn du mal nicht über den Winkel redest oder wenn der tatsächlich, haha, für immer aus dem Internet verschwindet, dann mach sowas. Das ist, glaube ich, dein Content. Hier übers Festival etc. bla bla. Und ich habe mir überlegt, ein kleines Format ins Leben zu rufen, Ankündigungs-Kasper-mäßig. Das soll, wenn es geht, wöchentlich erscheinen. Ne? Ich hoffe, ich mache nicht den Wingel, dass ich jetzt hier was ankündige, ja, neues wöchentliches Format. Und dann kommt das ein, zwei Mal und dann, na? Aber sagen wir es mal so, es soll relativ regelmäßig kommen. Allerdings werde ich es nennen, Kaspers YouTube-Shoutout der Woche. Weil niemals mehr als eins in der Woche kommen werden. Kaspers regelmäßiger YouTube-Shoutout hört sich einfach dumm an. Einfach. Deswegen nenne ich Kaspers YouTube-Shoutout der Woche. Und darum soll es darum gehen, dass ich praktisch euch YouTube-Kanäle näher lege, die ich sehr gerne konsumiere. Ne? Meine begrenzte YouTube-Zeit, wie ich die verbringe. Was ich mir so gerne anschaue, aus wirklich vollkommen verschiedensten Gründen. Da sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen mit dabei. Und dann kriegt ihr ein bisschen ein Bild davon, wie ich so drauf bin. Und ihr könnt dem ein oder anderen Kanal, den ich euch empfehle, wenn euch das taugt, Abon ausschmeißen. Ne? Natürlich erst bei mir Abon ausschmeißen. So viel muss gesagt sein. Okidoki. Dann dämmen wir nicht lang umeinander. Mein erster Kaspers YouTube-Shoutout der Woche geht an Sinans Woche. Sinans Woche ist aktuell in der deutschen YouTube-Landschaft außerhalb vom Drachengame mein absoluter Lieblingskanal. Die Gründe dafür sind vielfältig. Zum einen, ich kann mir ein bisschen mit ihm identifizieren, auch wenn ich glaube, dass wir wenig Überschnitte haben, was unsere Interessen angehen. Aber er ist halt auch, er ist ungefähr in meinem Alter so, ne? Und wenn ich mir Leute anschaue, die ihre Meinung auf YouTube rausblöken, die 20 Jahre jünger sind wie ich, dann kann das gut sein, kann das based sein, aber irgendwie kriegt man immer ein bisschen mehr Connection zu den Leuten, die so ein bisschen im eigenen Alter. Ich habe dann, ganz ehrlich, man hat im Hinterkopf schon immer so, ja, du laberst jetzt, aber eigentlich bist du schon ein wenger Hosenscheiße. Reden wir da in 10, 15 Jahren nochmal drüber. Und das ist hier nicht der Fall. Und wirklich, der Typ ist sehr sympathisch, echt stabil drauf. Entschuldigung. Er behandelt gesellschaftliche, politische Themen, aber nicht so staubtrocken, sondern sehr unterhaltsam, mit viel Humor. Und halt eben, das Programm heißt Sinans Woche. Es ist halt immer aktuell. Es geht oft um Sachen halt, was halt in der letzten Woche passiert ist. Und manchmal greift er Sachen von früher auf, wenn sich neue Dinge entwickelt haben. Aber er ist halt einfach based. Ja, er ist einfach based. Wenn es bei Sinans Woche um Gendern oder sowas geht, da wird nicht irgendwie groß rumeskaliert. Da konzentriert man sich auf die Fakten, bleibt ruhig und objektiv. Ja, und sowas finde ich, auch wenn sich das jetzt gerade aus meinem Mund sehr komisch anhört,
als einer von diesen Rage-Kaspern aus dem Drachengame. Sowas finde ich sehr, sehr angenehm mir anzuschauen. Wenn es halt wirklich um gesellschaftliche Themen geht, also die uns halt irgendwie mehr oder weniger alle was angehen. Meine leicht cholerische Kasperei in Bezug aufs Drachengame ist ja auch eher Satire, so ein bisschen eine Kunstfigur, ne? Und da passt es auch mehr dazu, ne? Weil wie es aus der Schanze schreit, so schallt es zurück, oder ne, aus der neuen Schanze jetzt, ne? Hier, wenn es wirklich um Themen geht, für die ich mich dann auch interessiere und die auch viel im öffentlichen Diskurs sind, mag ich das, wenn das jemand behandelt auf auf eine based Art und Weise. Und das kriege ich hier, aber halt auch mit Humor, mit so einem gewissen Augenzwinkern oft einmal mit dazu. Und er hat auch ganz nette Ideen hier bei diesem Würdest du, wenn ihr das hier seht, ne, das hier. Ihr seht Imp, wir kennen Imp, also ein Späßel von ihm. Da ist er halt zu diversen YouTubern hingegangen und hat denen so einen symbolischen Schalter vor die Nase gesetzt und hat gesagt, hey, mach ein kleines Gedankenexperiment. Wenn du den Schalter drückst, könntest du damit alles an Social Media von jetzt für immer deaktivieren. Und sie praktisch vor dieses Dilemma stellen, so ja, Social Media ist eine toxische Güllegrube, überall. Ja, das eine mehr, das andere weniger. Sagen wir mal, Twitter ist natürlich die toxischste Güllegrube, aber YouTube ist auch relativ toxisch. TikTok ist Abschaum. Ne? Du könntest das machen, aber du musst halt einen richtigen Job suchen, so ungefähr. Und wie dann die einzelnen hier ist, Alicia Joe ist dabei, Jay Riddle ist dabei, Imp ist dabei. Und wie die dann darauf geantwortet haben, ist eigentlich relativ interessant und da so ein bisschen in den Dialog mit den Leuten zu gehen. Und das ist auch so eine Sache. Er geht auch gerne in den Dialog mit vielen Menschen. Auch Menschen, die halt jetzt nicht seiner Meinung sind oder die aus irgendeiner Bubble kommen und sich auf ihn stürzen und ihn mit irgendwelchen Absolutismen zuscheißen. So, ja, du bist doch so und so, weil du hast hier und da nicht meine Meinung gehabt. Also er bietet das denen oft an, selten genug passiert's, weil ihr kennt es ja bei diesen ganzen extremen Idioten, egal aus welcher Richtung sie kommen, gilt ja immer diese Kontaktschuld, dieses Jahr mit so jemandem darf man nicht sprechen. Also wenn er einmal irgendwas gesagt hat, was nicht zu 100% meinem Weltbild entspricht, dann darf niemand, der sich mit mir versteht, jemals wieder mit dieser Person sprechen, weil ansonsten, ne, da muss man sich dann distanzieren, etc. etc. Da scheiß er drauf. Und ist bei seiner Herangehensweise an gewisse Probleme immer ergebnisoffen und objektiv. Und das finde ich cool. Das gefällt mir, da höre ich gerne zu. Und wie gesagt, das hier, da kommt in der Regel einmal die Woche ein Video raus auf dem Kanal, Sinans Woche. Er hat noch einen zweiten Kanal, der nennt sich Sini macht Auge. Eine Sekunde. Das hier, praktisch der Zweitkanal. Da hat er selber gesagt, den hat er gemacht, einfach um all das da machen zu können, was er auf dem Hauptkanal nicht macht. Und das größtenteils Reaction-Content drauf. Ist aber auch ganz cool. Ist auch ganz lustig. Sind auch stellenweise längere Videos hier, gemäßigt oder Radikal Dara versus Sinan. 3 Stunden. Das ist auch sowas, was man sich hier mal wieder beim Gartenöl verschönern im Hintergrund gut reinpfeifen kann. Ja? Ich werde euch beide Kanäle mal unter diesem Video hier verlinken. Und wie gesagt, schmeißt's bei mir Abon aus und schmeißt's bei denen Abon aus und schaut euch das einmal an. Und schreibt's mir dann hier drunter in die Kommentare bitte, ob das ein guter Tipp war, ob das ein schlechter Tipp war, ob ihr mich jetzt hasst, weil ich ihn gut finde, weil ihr aus irgendeiner dieser Kasper-Extremisten-Richtungen kommt. Möglich ist vieles. Ich hoffe, dass ich euch damit einen guten Tipp habe geben können. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format und diese Idee, dass ich euch ein bisschen so Einblick geben kann in was konsumiere ich so auf YouTube, was
ist so mein Stissel. Ne? In diesem Sinne bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, außer tu nicht, was Rainer tut. Und Medal off.